Apropos Bauernhaft, Dir wisst, ja war ja auch mal Remenken oder Pandemie der Bauernhaft an der Stadt, dann lo den 19. Juni, das war auch sonst, da werden darum Bauernhaft auch eine Tradition an, die wird organisiert vom Service Jeunesse von der Bauernzentrale. Aber wo wären, die wird bestimmt da richtig bei der Familie Wester zu Alzing. Und das trifft sich gut, weil der Präsident von der Bauernzentrale, also bei mir der Christian Wester. Christian, schönen guten Morgen. Guten Morgen, Kamil. Das war schon ein riesiges Succès. Da konnten den so ein bisschen Barometer spielen, wie die Leute an puncto Landwirtschaft reagieren. An der Stadt wären viele Leute bei jedem See doch, ne? Ich meine, wie es richtig steht, bei uns waren noch wirklich richtig viele Leute. Wir waren froh, dass Konsumenten sich bereit erklären, an Zeit für sich auf den Terrain selber informieren zu kommen, wie moderne Landwirtschaft heute funktioniert. Das hier ist noch nach einer Nummer mehr groß. Das hier ist noch die richtig physisch schwere Agrikol, wie man es so immer kennt. Und matt, monetäre bis los schon 25.000 Visiteuren, das werden da den Oven bestimmt überfeiert. Sie sind das Fried Landwirtschaft, das Fried dich, das Fried der Präsident von der Bauernzentrale. Erklärt die Leute vielleicht noch ganz kurz, wie ein Zentralpaysan, wenig auf sie gegründet? Mein Zentralpaysan gouf 1944 am November gegründet, dass du mal noch die ältesten Interessevertretung von der Landwirtschaft, Gewerkschaft, die hier am Land tun, und wir sind noch am Moment noch immer wir sind immer die größte Gewerkschaft hier am Land. Ziel ist für Belange und Interesse von der Landwirtschaft und wie gegenüber der Politik zu vertreten, als für die Interesse von unseren Membern an der Landwirtschaft einmal Gemenge stark zu machen, dass wir da an der Politik nicht in der Räder kommen. Er hat gesprochen über das der Lützeburger Bauer, auch eine Institution zu Lützeburg, mittlerweile mit einem neuen Chefredakteur, dem Laurent Schüssler, den hat ganz noch ein bisschen mehr modern gestaltet wird, dass wir eine Großzeitung auch gehen, für die diese wollen abonnieren, Freitag für Freitag. Was sind die Leute, die da daran eine andere auch vorbringt? Was sind die wichtigen Fragen, gerade am Kader von dem europäischen Plan, die Politik Agricole Commune, der nationale Plan als ausgeschafft vom Minister Claude Hagen, den noch präsentiert wird? Sind da Gefahren, die auf ihr durchkommen? Sind da Ängste? Ja, ich meine, also für kurz auf den Bauer anzugehen, da sei es wirklich Zeitungen, die rauskommen, in der Agromedia, die rausbringt, das geht darum, auch ein bisschen mehr groß abgestaltet, weil wir auch gemerkt haben, dass immer mehr Leute, die nicht Bauer sind, selber nachlesen. Also es behandelt einerseits Themen, die den aktiven Bauer interessieren, aber auch ein bisschen mehr breit gefächert für auch die Leute, die in der Landwirtschaft interessiert sind, dass die Lehre zur Landwirtschaft behalten. In einer Wolle, den es logisch war, ist, dass die Reform von der Agrarpolitik geschmengen, den Minister Schneider hat den PSN ausgeschafft, den Minister Hagen hat am Anfang für seine Amtszeit am Januar auf Brüssel 4 gehen. Das ist der Plan der Strategie national. Plan Strategie national, ja. Wir sind als Beruf aber nicht ganz zufrieden damit, weil wir einfach feststellen, dass gerade die landwirtschaftlichen Betriebe, die man an den Zeiten, wie man los ist, wo die Lebensmittelversorgung im Film an den Fokus regelt, dass sie gerade die Betriebe, die riskieren, mit dem Plan Strategie viel finanziell zu leiden, und das können wir als Interessenvertretung von der Landwirtschaft nicht gut machen. Für wer, in welcher Hinsicht leiden sie? Ja, die Struktur von der Agrarpolitik hat immer geändert, das am Trend von der Zeit, also es ist schon nicht verkehrt, dass man das Führung entwickelt, Mengen Umweltleistungen mehr bewertet, es geht aber auf Kosten von den produktiven Bauern an. Wir müssen immer mehr Leistungen bringen, für am Endeffekt Männer entlohnt zu gehen. Aber wenn ich die Reportage Druck gucke von den Leistungen, die Landwirtschaft für die Gesellschaft bringt, ja, wir bringen immer mehr Leistungen an die Zölle, die dann den Herr Fisto kann ausrechnen. Die geht mit der Zeit immer wie klein mit den Programmen, die wir da mitmachen. Und das kann nicht für die Bauern auf lange Sicht nicht sein. Bauern wären nie dankbar Almosen Empfänger, weil sie immer gesagt haben, wir wollen schaffen, wie reißt Geld. Die können uns helfen, wenn Ausfall da sind, aber wir schaffen gehen. Und nur wenn ihnen durch den Ukraine-Krieg weiß, dass vieles nicht könnt, wie jetzt auch immer kommen, als ob das Futtermittel sind, ob das Kehre sind, dann wäre logisch zu sagen, wir müssen mehr produzieren. Ja, also ich meine, muss ich so, du fehlt ganz der Kopf, da sind Kehren, die als, wie immer gesagt wird, als Kriegswaffe, als Erpressungsmittel dort zurückgehalten gehen, die dann Hunger auf der Welt machen, nicht bei Eis und der Gegend, mehr bei den Ärmsten von Ärmen. Dann brauchen wir nicht hier zu machen. Wenn die Ärmsten von den Armen bei sich nicht mit Essen zu kriegen, dann gehen die Leute krank. Ich meine, es schon am Klänge, wenn die Lage nicht geht, wird irgendwann ein KRG kippt Laune an die Leute, die Ärmsten von den Ärmsten werden mehr lange nicht gehen, von mir sagen, wie bis Mitte 12 Uhr geht das schon dann nicht, wenn die aufhängen, Hunger zu leiden. Ich kann mir das nicht vorstellen, ich bin froh, dass ich das nicht vorstellen kann. Ich meine, dass du dann die schlechte Laune viel mehr groß geht, dann die Leute
sich dann op weh machen, dann fir sie schlaraffen, dann wo sie alles genug kreen, dann kann dann noch keinem verdenken. Ich meine für Lo Mates produzieren, dass wir mehr produzieren als ein Usatz. Ich meine, muss einfach so, dass wir schon ganz viele Lebensmittel produzieren, die einfach riedwäsch verschwendet, die verhunzt gehen, die ungebraucht an der Dreckskirche landen. Das auch ein Usatz für uns. Ich meine, es soll eine Panoplie von Maßnahmen machen. Also es soll nicht so, wir müssen die Landwirtschaft komplett intensivieren. Ob Teufel kommen raus, den letzten Quäntchen der Trare rausquetschen, das ist sicher die falsche Weg. Man muss ja auch meinen, dass als Natur, das heißt, habt Geschirr, mit dem wir schaffen, das muss intakt bleiben. Aber mutwillig Flächen aus der Produktion zu holen, wo es kein drauf ist, wo man die Chance haben, dass Bierden sind nicht die besten, wir haben aber klimatische Bedingungen, die jetzt so lassen, dass wir regelmäßig gesicherte Rekolte kriegen. Für den Avantage lief Frankreich auf viel zu setzen, das ist einfach nicht akzeptabel. Die Leute können gerne mit dir, mit den Leuten von der Bauernzentrale auch hier diskutieren kommen, die der Stand, ne, wo das Leute auch empfängt. Ja, wir haben einen Stand direkt an der Gegend von der Entree 1, zwischen der Entree 1 und dem Stand von den jungen Bauern, wo dann noch mit Essen versucht geht. Und wir sind gerne bereit, mit Berufskollegen und noch nicht Berufskollegen, mit den Vereinen über die vier von der Landwirtschaft zu schwätzen. Super, merci Christian, wenn der so vielleicht den du gleich nach dem Bauer Gier bist, und der leider Gold richtig, der Gier ist nämlich dem Christian, sein Bruder, und hier wird Mam Victoria mit der Kanner sogar, und damit es Stunden bei uns kommen.